Also nochmal ein kurzer Real Talk über die ganze Madeira-Reise, was in Madeira passiert ist und so weiter und so fort. Also ihr könnt mir auch Fragen stellen, ihr könnt im Chat auch Fragen stellen von der ganzen Zeit und so. Aber ich bin letzte Woche für den Prank nach Madeira gefahren. Ich konnte nix posten, keine Stories, gar nichts raushauen und bin dann am Flughafen in Madeira angekommen. Zuerst der Flug, Digga. Der Flug nach Madeira. Digga, bei der Landung, ich hatte diese anderen Turbulenzen. Ich habe gedacht, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich habe gedacht, shit, jetzt, das war's jetzt mit mir. Weil es war wirklich so, ich war so im Flugzeug, auf entspannt so. Und dann... Es war ganz anders. Es war wirklich anders und ich fliege ja nicht so oft. Aber ich hatte jetzt nicht extrem Angst, aber ich habe so gedacht, holy shit, was war denn jetzt los? Also das war schon mal krass und Madeira ist ja auch mit einer der anspruchsvollsten oder der gefährlichsten Landebahnen der Welt. Das ist krass eigentlich, das ist krass. Und dort dürfen nur Piloten landen, die eine spezielle Ausbildung haben. Das ist auch krass eigentlich. Stellt euch mal vor, dort darf nicht jeder Pilot einfach so landen gehen. Ja, und dann war ich auf jeden Fall dort angekommen und ich habe noch nicht richtig realisiert, was jetzt passieren wird. Ich bin dort angekommen und dann hat mir Unge geschrieben bei WhatsApp, yo, wir kommen gleich, wir fahren los, mach einfach auf entspannter Bahnhof, gönn dir noch was zu snacken und dann raus. Und dann hat mich Unge mit seinem Tesla abgeholt. Mit seinem Tesla habe ich Unge abgeholt. Und das, ich sage euch, das war ein Gefühl für mich. Ich war so aufgeregt, Mann. Ich war so aufgeregt, so eine Situation zu machen. Mein Traumauto, Tesla Model 3. Und generell, ein Tesla ist wirklich das Auto, das ich mir gönnen würde. Es ist so geil. Hat er gefahren? Nee. Unge hat keinen Führerschein, Digga. Simon, sein Homie, hat gefahren. So. Und dann, haben wir dieses Video gefilmt, das ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt, den Prank und so. Und dann haben wir den Prank gemacht und dann war ich eben 5 Tage in Madeiros. 5 Tage in Madeira, 6 Tage in Madeira. Und ich durfte bei Unge in der Gästewohnung chillen. Und das war auch schon, ich habe so gesagt, ich nehme einfach, ich nehme ein Hotel, chill dort. Und er hat mich einfach bei seiner Gästewohnung chillen lassen. Ich war einfach dort und hab dort gechillt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie gastfreundlich Unge war. Und ich sage euch auch ehrlich, ich habe kaum was ausgegeben. Ich hab 250 Euro mitgenommen nach Madeira und ich habe Real Talk wahrscheinlich noch 200. Real Talk habe ich wahrscheinlich immer noch 200. Und ja, ich war natürlich aufgeregt, ihn zu treffen, aber es ging. Ich war nicht so extrem aufgeregt, es war irgendwie komisch, aber wenn ich mich jetzt zurück entsinne, dass ich einfach bei Simon zu Hause war, fühlt es sich ganz, ganz krass an und komisch. Ich konnte das alles noch gar nicht verarbeiten, weil hier die Streaming-Woche, die wir jetzt gerade machen, irgendwann ist auch nur ein Mensch. Ja klar, natürlich dann was nicht mehr Spezielles. Ich hatte gar keine richtige Zeit zum hier entspannen oder so. Ich war direkt wieder hier in der Streaming-Woche und so. Nein, ich habe Unge extrem aktiv verfolgt. Also ich habe Unge schon jahrelang aktiv verfolgt. Wahrscheinlich schon seit 2013 oder so habe ich Unge aktiv verfolgt. Und daher habe ich gefühlt, wusste ich alles, was Unge schon gemacht hat. Und ja, Unge und ich, wir sind mittlerweile wirklich so. Wir sind so. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch, hat Unge mir noch ein bisschen die Insel gezeigt. Wir waren an der Stelle, wo Tanzverbot auf die Fresse geflogen ist. Dort waren wir. Wir waren an dieser Stelle, haben wir einfach gechillt und waren dort im Meer. Und dort ist was passiert. Ich zeige es euch schnell, warte mal. Dort ist was passiert im Meer. Und das zeige ich euch gerade, warte mal. Also hier hat er geschrieben, habe jetzt die Diagnose, ist wie ich auch vermutet hatte, Kreuzbandruptur. Bisschen nervig, weil ich jetzt erstmal derweil nicht aufs Trampolin kann. Ja, Unge hat sich leider dann dort verletzt im Meer. Wir waren dort im Meer und dort ist Simon dann umgeknickt. Genau an der Stelle, wo Tanzverbot auf die Fresse geflogen ist. Ja, gute Besserung auf jeden Fall für Simon, weil das war scheiße, weil er kam so aus dem Meer raus. Wir haben ihn dann so gefühlt rausgetragen aus dem Meer.
Und dann war er so auf dem Boden und so, ich hab's, fuck und so. Und dann hat er gesagt, ja, 10 Minuten, dann geht das wieder besser. Sehr wahrscheinlich 10 Minuten, Digga, ja moin. Und dann mussten wir ihn wirklich, also wir waren wirklich auf diesem Steg und dann habe ich und der andere Simon, wir haben ihn beide so genommen unter die Arme und haben ihn dann zum Tesla sozusagen begleitet, weil es ging nicht mehr. Er konnte kaum laufen. Den Tag danach hat er immer noch extrem gehumpelt und immer noch, also es war wirklich schade und ja. Und er hat auch noch vom Trampolin geredet. Ich war auch bei Simon auf dem Trampolin. Alles ganz, ganz krass. Alles ganz, ganz krass, was ich da erlebt habe. Und ich kann, was mir am meisten wirklich geblieben ist, dass wie extrem gastfreundlich dieser Mensch ist und wie nett und sympathisch dieser Mensch ist. Und das ist auch kein Gelutsche jetzt oder sowas. Digga, ich war bei ihm und ich habe mir wirklich ein Bild machen können, wie er auch als Person ist. Offline, ohne Video. Und das ist geil. Also es ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Und das war sicher nicht das letzte Mal, dass ich da war. Und das wollte ich noch sagen. Genau. Das Einzige, was man sagen kann, Simon ist vielleicht off-stream ein bisschen weniger family-friendly. Oh Mann. Warum ist das ein anderer Kanal? Warum nicht Evanio frisst? Esra Steger. Sehe ich aus wie Evanio? Hast du Tomaten auf den Augen oder was? Hä? Wie kann man so blöd sein? Ja? Ich sehe aus wie Evanio? Ja? Noch hässlicher? Ach, so eine Kacke. Ja, noch hässlicher. Ja. Sehe ich hässlicher aus als Evanio? Sagt ehrlich? Ich bin gewohnt, meine Community beleidigt mich immer so bei solchen Sachen. Alles gut, Chat. Ist doch kein Problem. Scheiß drauf. Ich sag auch, ihr seid die letzten hässlichen Stück Scheiße. Hey, war das too far? Chat, war das too far? Simons Trennung, da habe ich nichts dazu zu sagen, Digga. Das ist nicht mein Thema, Digga. Nee. Simon hat wirklich den Traum. Simon ist finanziell unabhängig, beziehungsweise er muss sich keine Gedanken mehr machen wegen seinen Finanzen in seinem Leben. Er hat seine Familie dorthin geholt, wo er sein möchte. Er ist wirklich im Paradies. Dieser Mensch hat wirklich das Leben durchgespielt. Und jetzt, was er noch macht, ist vor allem, klar, streamen, das machen, was er gerne hat. Und das ist wirklich, wirklich unglaublich. Hat sich sein Haus schon von alleine gezahlt. Wenn es jemand wirklich verdient hat, dann Unge. Auf jeden Fall. Und kommt noch ein Video von dir und Simon? Yes, es kommen noch 2 Videos. Die muss ich diese Woche noch schneiden und bei der Rückreise musste ich dann natürlich wieder einen PCR-Test machen, weil ich bin bisher nur einmal geimpft und dann musste ich natürlich noch einen PCR-Test machen und ich sag euch ehrlich, habt ihr schon einen PCR-Test gemacht, also den hier durch die Nase? Weil ich musste diese letzten 3 Wochen 3 machen, aber es war überhaupt nicht schlimm. Ich fand das irgendwie, also viele Leute sagen, das ist extrem schlimm, das ist zum Kotzen, das ist so krass. Aber hier, das war nicht so schlimm. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ja, danach hatte ich Tränen in den Augen. Genau. Aber ich fand's wirklich überhaupt nicht so schlimm, wie andere Leute mir das gesagt haben. In Madeira haben die dann durch ein Nasenloch, durchs zweite Nasenloch und dann noch durch den fucking Rachen. Durch den Rachen und beim Rachen, Digga, ich hab die mich behandelt hat, ich hab die fast angekotzt, Digga. Ich hab noch nie Deep Throat gemacht. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall. Es wird für mich eine lebenslang unvergessliche Situation sein. Oder das werde ich nie vergessen. Egal, was jetzt noch mit YouTube passieren wird, das werde ich niemals vergessen. Ich werde nie vergessen, was hier in Madeira mit Unge passiert ist. Das war wirklich ganz, ganz krass. Also ohne euch wäre sowas niemals möglich gewesen. Ohne euch wäre Simon nicht auf mich aufmerksam gekommen. Ohne euch wäre das alles hier nicht passiert. Und ich muss euch auch diesen hier sagen, weil wenn kein Schwanz meine Videos schauen würde, wenn sich niemand für mich interessieren würde, dann hätte ich nichts.
ein Milo L in den Chat. Küsse, Digga. Küsse, Chat.